Ich hatte Abend das Vorrecht, mit ganz verschiedenen Menschen zu predigen. Es ist Abend eine spezielle Predigt. Wir werden in so eine Serie gehen über die nächsten 3 Sündigen, wo alles aufeinander aufbauen. Und das Thema heute Abend ist, wie kann ich die inneren Kämpfe besiegen? Ich glaube, wir alle haben innere Kämpfe. Ich weiss nicht, wie du schlafen gehst. Ich weiss nicht, was bei dir auslöst, wenn du andere auf TikTok oder Social Media nachfolgst. Wir alle sind irgendwie so umgeben in einer Bubble von, vielleicht mit Missgunst, vielleicht für Eifersucht, vielleicht hast du eine Netflix-Sucht, vielleicht bist du total Smartphone-addicted, vielleicht hast du ein Drogenproblem, vielleicht merkst du, was Flirten angeht, bist du schon lange, bist zu weit, vielleicht merkst du, Treue ist etwas, wo du im Leben kämpfst. I don't know. Aber ich glaube da aber ganz konkret, dass wir mit Gott im Himmel können Sachen lösen, wo du ohne Gott nicht kannst lösen. Die Bibel sagt, wenn du schwach bist, dann ist Gott stark in uns. Ein Vater hat seinem Sohn eine Frage gestellt. Und der Vater hat gesagt, Sohn, ich habe innere Kämpfe und in mir kämpfen 2 Wölfe. Und der eine Wolf ist ein böser Wolf, der Wolf von der Eifersucht, von der Missgunst, von der Wut, vom Zorn. Und dann auf der anderen Seite habe ich einen Wolf, das ist ein guter Wolf, der Wolf von der Liebe, von der Gnade, von der Freude, von der Besonnenheit. Ich habe so 2, einen guten und einen schlechten Wolf. Und der Vater fragt den Sohn, welcher von diesen Wölfen wird in mir drin überleben? Und der Sohn sagt, Vater, keine Ahnung, weiss ich doch nicht. Und der Vater sagt, es ist ganz einfach. Der Wolf, den du fütterst, der wird überleben. Und die Geschichte finde ich mega interessant, weil der Punkt ist das, wenn du Eifersucht füttern, dann wird das in deinem Leben grösser werden. Fütter ist aber ein Bewusstsein, ich bin ein Kind von Gott, wird das in deinem Leben grösser werden. Also das, was wir füttern, was wir nähren, wird grösser werden in unserem Leben. Nimm euch mit in die Fastenzeit, wo wir heute eigentlich offiziell anfangen, aber die meisten haben schon das angefangen, spielt keine Rolle. Aber ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, was werden wir die nächsten 3 Wochen machen. Du kannst dich auch einklinken, vielleicht bist du mit dem Fasten vorbei, dann Bett für die fasten. Der Daniel im Alten Testament hat 3 Mal pro Tag gebetet. Also wenn du fastest zum Beispiel, du schaust kein Netflix, du hast kein Social Media, dann hast du plötzlich mega viel Zeit, oder? Und der Daniel hat 3 Mal pro Tag gebetet. Und das Erste, und ich möchte sagen, wir werden ab morgen werden wir am 6:45, 10 Minuten, ich und meine Frau, auf Englisch eine Andacht machen und dann am 7 auf Deutsch. Du kannst es irgendwann nachhören. Am besten gehst in der Lehre 5-mal aufs WC und hörst den YouTube, dann hast du es auch gehört. Also einmal, lass kurz die Andacht mit, dann möchte ich dich motivieren, lese immer 1 Kapitel. Und die Schrift ist so groß geschrieben, dass es du extrem schnell gelesen hast. Und dann am Abend tust du beten für dein Anliegen und beten tust du folgendermaßen. Du nimmst ein Blatt Papier und du gehst in einen Dialog und du tust jeden Tag aufschreiben, was geht bei dir ab, was für Gefühle habe ich, was nervt mich, was triggert mich. Und du wirst merken, du hast angefangen mit einem Thema, aber plötzlich können wir ganz andere Themen führen. Und es ist am Schluss ja nicht der Punkt, ob du für das, was du fastest, gelöst. Es geht darum, dass wir Jesus näher werden können. Und das ist eigentlich unser tiefster Wunsch, den wir haben. Also, bis du weißt, was machen wir die nächsten 3 Wochen. Ich freue mich auf das. Ich von morgen an, ich habe gestern noch gesoffen und gegessen, extrem viel. Weil ich wusste, morgen fängt es dann an. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht, aber ich habe es gemacht. Nichtsdestotrotz, ich möchte es in ein Bild euch mitnehmen, wo wir uns heute Abend werden beschäftigen, die nächsten 3 Wochen, und zwar das Bild von der Stiftshütte. Das wird uns die nächsten 3 Sündigen begegnen. Du hast gedacht, wieso steht da der Weg? Da war uns das Leben ganz einfach. Im Alten Testament hat Gott, das Volk von Gott ins freie Land geführt. Und Gott hat sich überlegt, wie kann ich den Menschen mich erklären? Und die Stiftshütte war eigentlich, in der Mitte gibt es ein Zelt, und im Zelt hinein war Bundeslade. Gott hat dort gewohnt. Ein Feuerhimmel und eine Wolkensäule vom Himmel. Die Herrlichkeit von Gott. Und diese Stiftshütte ist ein Symbol, alles weist auf Jesus. Jede Farbe, jede Länge, jedes Element hat immer etwas zu tun mit Jesus. Und ich erkläre das euch ganz kurz. Außerhalb von dem weißen Vorhang bist du getrennt von Gott. Das heisst, der Mensch, der Jesus nicht nachfolgt, ist getrennt von Gott. Und du gehörst nicht in den Segen hinein, den Gott vorhat. Und der erste Vorhang, wo du durchgehst, ist der Vorhang vom Weg. Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus zitiert die Stiftshütte. Der hat eigentlich nichts Neues gebracht. Die Juden haben gewusst, Lackl sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der redet von der Stiftshütte. Und das Erste war, wenn du durchgegangen bist durch den Weg, du hast dir gesagt, ich bin nicht mehr der Welt, ich gehöre zu der Familie von dem Gott im Himmel.
Dann der nächste Vorhang, die Wahrheit, du siehst, bei dieser Hütte, hat bedeutet, du gehst rein, du gibst das Brot und der Leuchter, du hast gewusst, Gott hat für mich, ist mein Versorger, ich habe den Holy Spirit und wenn ich Gott Ehre gebe, der Rauchaltar ehrt das Gott. Und erst dann bist du ins Heiligtum hineingegangen, ein Brot, der Hohepriester, und hast gewusst, dort begegnest du dem Gott im Himmel. In den nächsten 3 Wochen werden wir die 3 Türen durchgehen und ich fange an vor der Stiftshütte. Und wenn wir fasten und beten, hast du ein Anliegen, etwas drückt in den Schuh, deine Mutter nervt dich, dein Vater schon lang, I don't know, was immer ist, und du bringst dein tiefste Anliegen und du hast etwas, wo du unbedingt einen Durchbruch in deinem Leben willst. Und es ist eigentlich ein Bild, mit anderen Worten, ohne die Hilfe von Gott bin ich verloren. Weil ein Mensch ohne Gott, wie willst du dich ändern? Wo hast du die Kraft, die grösser ist als deine eigene Substanz? Und ich werde heute in einem Bibeltext bleiben, im Römer Kapitel 7. Und ich möchte euch dann erklären, ganz kurz, was ist Bedeutung. Aber wir haben 3 Finden in unserem Leben. Es gibt, der erste Find ist die Welt, wo wir drin leben. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und es ist nicht so einfach, in dieser Welt zu leben und glaubst an Gott, das ist immer ein Spannungsfeld. Der zweite Find ist der Teufel. Der Teufel wohnt nicht in der Hölle. Es ist ein brüllender Leu, der schaut, wo gibt es Menschen, die ich kann schnappen und umbringen. Und dann gibt es unser alte Naturell, das was sieht, dass du vor 5 Jahren hast du ein Problem gelöst und es kommt plötzlich wieder. So die alte, sündige Natur nennt das die Bibel. Jetzt geht der Paulus im Römer, geht in einen Text rein, und wenn man den theologisch nicht ausleitet, macht der in dem Sinn bedingt Sinn. Er sagt in Römer Kapitel 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und wenn man das so liest, denkt man, okay, Lieb vom Tod. Was ist Bedeutung? Und ich möchte ganz kurz, bevor ich weitergehe, ich möchte heute Abend dir sagen, ich stretch heute Abend euch. Weil das Bild, das ich heute Abend sehe, ist nicht schön. Und ich werde jetzt etwa 20 Minuten an, dass du merkst, oh mein Gott, ich stretch euch. Aber wer von euch hat gerne Theologie? I bring you Theologie. Wenn du früher jemanden umgebracht hast im Römischen Reich, du hast jemanden umgebracht, der Leich, dann hat man dich verschiedenartig bestraft. Eine Bestrafung war, dass man den Leichnam, den du umgebracht hast, dir angezogen hat. Du hast den Leichnam vom Tod getragen. Man hat die Hände an dir angekettet und die Füße an dir angekettet und du hast das nicht mehr trennen. Und der Paulus sagt, wer kann mich erlösen? Und der Paulus sagt, wenn du jemand, die hast wollen, den Leichnam wegnehmen, hat die Römer gesagt, ich bring dich um. Niemand hat den Leichnam von deiner Schulter wegnehmen. Und der Paulus sagt, ich elender Mensch. Und der Körper vom Tod hat bedeutet, du hast es so lange tragen, bis das verwesen war in deinem Körper. Das heisst, nach 3 Tagen stinkt der Leichnam so stark, dass deine Nase es nicht mehr tragen kann. Du wirst wirr im Kopf oben. Du erträgst es nicht mehr. Und dann die Säfte, die entstehen nach ein paar Tagen, hat einen Einfluss auf deinen Körper. Und niemand hat das überlebt. Jeder von denen ist gestorben. Und der Paulus bringt das Bild, und ich finde das Bild mega krass. Er sagt, wenn du Jesus Christus in deinem Leben nicht hast, das ist deine Zukunft. Die Sünde wird dich auffressen und töten. Und du kannst noch lange sagen, ich bin ein guter Mensch gewesen. Es wird dich nicht retten. Niemand kann dich erlösen von dem Leichnam vom Tod. Das ist ein krasses Bild. Der Paulus geht in 6 Punkte hinein. Es gibt 6 Konsequenzen, das Leben ohne die Fülle von Gott. Ich habe das aufgeschrieben als ein Slide. Und du kannst das für dich ganz kurz durchlesen. Ich gehe nicht jeden Text durch. Aber zum Beispiel in Römer 7, Vers 15 heißt, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen das tun, was gut ist. Und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Du siehst mega viele Sachen, wo der Paulus sagt, es kommt Schuld rein, es kommt ein Frust rein, es kommt ein Schamgefühl rein. Ich will das nicht mehr tun, ich möchte nicht mehr Porno schauen, ich habe es wieder geschaut. Ich möchte nicht mehr betrügen, habe es wieder gemacht. Ich möchte nicht mehr lügen, habe wieder gelogen. Ich möchte nicht mehr eifersüchtig sein, habe es wieder gemacht. Und der Paulus sagt, ist es nicht krass? Wir alle tragen so Themen mit uns mit. Und wer kann uns von dem erlösen? Du bist frustriert. All die Sachen. Darum habe ich am letzten Sonntag einen Punkt gesagt, der Predigt, der mir mega cool fällt. Du musst in deinem Leben Folgendes sagen. Ich bin auf einer Mission.
Wieso ist das wichtig? Weil du kannst etwas vornehmen und dann fallst du um. Umfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen ist göttlich. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin auf einer Mission, bedeutet das, es kann sein, du fährst anfangen fasten und nach einer Woche hörst du auf, du merkst, ich schaffe das nicht. Und dann hast du das Gefühl, ich habe versagt. Ich habe nicht einmal das Red Bull Fasten angebracht. Ich habe nicht mal angebracht, einen Äpfel nicht zu essen, eine Woche lang. Was auch immer das ist. Der Punkt ist das, du hast immerhin 7 Tage gefastet. Du hast immerhin etwas versucht. Und du sagst, ich bin auf einer Mission, frei zu werden, gesund werden, mehr von Jesus, bedeutet das, was du anschaust, dort gehst du an. Und du musst proklamieren, so sagt der Teufel, du bist ein Loser, du kannst es nicht, du hast keinen Glauben, du hast Sünde, du hast Zweifel, du müsstest das und jenes mehr. Du sagst, ich bin on a mission, heisst das, ich bin so fokussiert, dass Gott mir wird helfen, das zu überwinden. Das ist mega wichtig. I'm on a mission. Weißt du, es ist so schön. Alles, was ich 2 predige, predigt zu mir auch wie ein Echo. Die Woche, ich habe die Predigt gehalten, bei on a mission, hat meine Frau gesagt, super, gute Gedanken. Jetzt musst du hören. Letzte Woche hatte ich bei einem Punkt eine Krise gehabt, sagt meine Frau, hey, Leo, you are on a mission. Eigentlich hat mich das verrückt gemacht. Aber es ist wichtig, du musst wissen, gib nicht auf, you're on a mission. Das ist alles, was der Paulus sagt. Und jetzt nimm ganz kurz das Bild für dich. Was macht dich tot? Du merkst, wenn du negativ denkst über dich oder bist depressive Gefühle in dir, das wird dich zerfressen. Und wir fangen fast an mit dem Bild. Niemand kann mich erlösen. Ich habe es so oft probiert. Es ist unbeschreiblich stinkig. Es ist unbeschreiblich schwer. Es ist überhaupt nicht schön und es gibt keinen Ausweg. Und ich mache mir bewusst, ich bin vor dem Vorhof. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz das Bild von der Stiftshütte. Ich bin vor dem Vorhang. Und der Vorhang ist trennt. Ich bin trennt von dem heiligen Gott und ich kann nicht einfach gutes Leben leben, komme rein. Und jetzt musst du wissen, jeder von diesen 3 Vorhängen hat 4 Farben. Ein Blau, ein Rot, ein Purpur und auch ein Weiß. Und Blau steht für den Himmel, Rot für den König, Purpur steht für jemand, der sein Leben dafür gibt und Weiß steht für Einheit. Jetzt sagt die Bibel, Jesus vom Himmel kommt auf die Erde als ein König, er stirbt blutig am Kreuz und wird all unsere Sünden, all unsere Fehler für immer vergeben. Das ist ein wunderbares Bild. Und ich bin da und jeden Morgen, das erste, was die Sonne angeleuchtet hat, sind die 4 Farben vom Eingang. Das sind die 4 Evangelien. Die 4 Evangelien sagen, Jesus steht da mit ausgestreckten Armen und sagt, komm zu mir. Und ich kann dich leiten zu der Wahrheit und zum Leben. Ohne mich wirst du nicht zum Leben kommen, ohne mich wirst du nicht zu Wahrheit kommen. Wenn du mich einladest in meinem Leben, werde ich dir den Weg ebnen. Und es gibt einen Moment im Fasten, und ich merke, ich schaffe so Jesus nicht und ich will nicht. Und du gehst mit dem Thema durch das Tor durch und du nimmst Jesus in dein Leben ein. Du gehst da durch. Und wenn du da durchgehst, was dann passiert ist, du kommst, bildlich gesprochen, in den Vorhof hinein. Und im Vorhof ändert sich die Farbe. Da aussen ist alles weiß, heilig und rein. Da ist alles Bronze. Bronze bedeutet das Opfer. Bronze bedeutet, ich muss gereinigt werden. Der Brandopferaltar, das Waschbecken, Gott brennt alles weg von mir, was mich hindert. Wäsch mein Innere. Und erst dann, wenn das gewaschen ist, gehst du in ein Heiligtum hinein. Dort ist alles Gold. Und Gold bedeutet göttlich, ewig, für immer. Und du merkst, wenn du da stehst, ist es hochinteressant. Du hast zwar die Welt verloren, aber die Welt ist immer noch in dir drin. Das Volk von Gott hat Ägypten verloren, aber Ägypten hat sie nicht verloren. Und es ist etwas vom Wunderbarsten, wenn du sagst, Jesus, ich öffne meine Augen und ich werde die Sachen nicht einfach kleinreden. Ja, es ist schon gut. Und es sind 2 Storys von 2 wunderbaren Menschen, die euch erzählen, wie sie ganz konkret den Lieb vom Tod angepackt haben, um frei zu werden in Jesus. Applaus, unsere wunderbaren 2 People. Achtung, Achtung. In meinem Studium war es so, dass wir in Mentoratsgruppen unterwegs waren. Ich hatte eine Mentorin und die hat uns über 3 Jahre gecoacht, begleitet, aber auch benotet, beurteilt und auch über den Studiumsverlauf bestimmen.
In unserem Mentoratsgrüppli haben wir es mega gut gehabt, aber es ist irgendwie ziemlich gleich am Anfang schon zu Situationen gekommen, wo wir gemerkt haben, die Sachen, die die Mentorin entscheidet, sind nicht ganz fair. Sie sind nicht ganz gerecht und irgendwie haben wir Mühe damit bekommen. Es ist immer weitergegangen und es hat Situationen gegeben, wo wir wirklich unglaublich herausfordernd gefunden haben und ich habe die Mentorin als eine sehr herausfordernde Person wahrgenommen. Es ist dann sogar so weit gekommen, dass ich selber Momente erlebt habe, wo die Mentorin nicht mehr fair war zu mir, wo sie nicht gerecht war oder wo ich mich sogar persönlich angegriffen gefühlt habe und nicht mehr in Ordnung war. Wir als Mentoratsgruppe irgendwie dann immer mehr anfangen über sie reden. Irgendwann habe ich gemerkt, was wir machen, ist lästern, ist gossipen und ich habe nur noch negative Gedanken gehabt über diese Mentorin. Ich habe irgendwie nur noch schlecht gedacht. Ich habe sie kritisiert für egal, was sie gemacht hat. Ich habe ihren Unterricht nicht mehr annehmen und ich habe gemerkt, ich bin bitter geworden gegen ihr gegenüber und ich habe jeden Entscheid immer wieder hinterfragt von ihr und es ist einfach nicht mehr gut gewesen. Vieles von dem, was sie gemacht hat, ist auch wirklich nicht gut gewesen. Und trotzdem haben wir einfach den Blick nicht mehr haben für auch das, was vielleicht noch gut gewesen wäre. Ich habe gemerkt, ich habe eigentlich nur noch schlechte Gedanken. Ich habe sie angefangen zu verabscheuen, verachten. Und es ist so weit gekommen, dass ich sogar Angst vor ihr bekommen habe, dass wenn sie in einem Raum war mit mir, ich am liebsten aus dem Raum gegangen wäre. Und ich habe gemerkt, es zerfrisst mich. Es verfrisst mich und es nimmt mich so fest ein, dass ich an den Punkt bin in einem Praktikum, wo ich gesagt habe, ich schmeiße mein Studium. Und ich habe mein Studium über alles geliebt. Ich habe es geliebt, in die Uni zu gehen, ich habe es geliebt, zu lernen. Und trotzdem hat mich die Situation so krass eingenommen, dass ich mir überlegt habe, mein Studium aufzugeben. Und ich habe gemerkt, etwas stimmt nicht mehr an dieser Situation. Ich muss vor den Jesus kommen. Und ich weiss es noch so genau, ich bin auf die Knie gegangen vor Jesus, wirklich verzweifelt. Ich habe wirklich gefunden, ich will die Person nie mehr sehen, ich will nichts mehr wissen von dieser Person. Es ist so viel ungerecht. Und habe einfach zu Gott gesagt, Jesus, was soll ich machen? Und Jesus ist mir begegnet, aber nicht so, wie ich es wollte haben. Jesus hat gesagt, Selin, ich liebe sie. Und es hat sich angefühlt wie eine Ohrfeige. Ich habe gefunden, hey, hallo, geht's noch? Stell dich auf meine Seite. Es ist doch ungerecht, du siehst es doch, kämpf für mich. Aber stattdessen hat Jesus gesagt, Selin, ich liebe sie. Liebe sie. Liebe deine Feinde. Liebe sie, Selin. Und ich bin auf einen Weg gegangen, wo ich angefangen für Liebe beten für die Person. Wo ich angefangen für beten, dass wenn ich in den gleichen Raum hineinkomme wie sie, dass ich die Liebe für sie hineintrage. Dass ich ihr wieder begegnen kann. Und es war ein mühsamer Prozess, es war ein ekliger Prozess und ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Aber das Krasseste war bei meinen Abschlussprüfungen, wo eine Situation ungerecht geworden ist die Mentorin, die ich als ungerecht erachtet habe, für meine Gerechtigkeit eingestanden. Ja, vor ein paar Jahren habe ich geglaubt, dass Freiheit bedeutet einfach zu machen, was ich Bock habe. Das war für mich Freiheit. Das ist genau, was ich gemacht habe. Nur habe ich nicht verstanden, dass ich eigentlich einfach ein Gefangener war. Ich bin ein Gefangener, eigentlich ein Sklave von meinem eigenen Trieb. Ich bin einfach allen nachgelaufen, ohne Kontrolle. Und trotzdem, in dem Ganzen drin, ich bin ein riesiger Stoner gewesen. Übersetzung, das ist einer, der viel Gras raucht. Ich habe alles zu viel gemacht. Ich habe zu viel geraucht, ich habe zu viel getrunken, bin ein bisschen zu viel auf Internetseiten gewesen, wo ich nicht hätte sein sollen. Und trotzdem, in dem Ganzen drin, hatte ich eine Begegnung mit Gott. Und dazu mal, ich bin nicht im Glauben, ich habe nichts von Jesus gewusst. Und trotzdem hat mich Gott gesehen und ich habe eine Begegnung mit ihm gehabt, wo mein ganzes Leben bam, auf den Kopf gestellt hat. Wirklich 180 mein Herz geändert hat. Und jetzt, es ist so der erste Moment in meinem Leben gewesen, wo ich so wirklich Identität erfahren durfte, Bestimmung erfahren durfte. Und trotzdem habe ich immer noch so Sachen aus der Vergangenheit immer noch mit mir so ein bisschen mitgeschleppt. Und es ist so ein Teufelskreis von dem gleichen Muster immer wieder reingefallen. Und es ist so krass, wie mich Gott auch in dem gesehen hat und nicht aufgegeben hat auf mir. Wie er wirklich in meinem Herz einfach konstant am Arbeiten war, am Schleifen war. Und es ist so der Moment, wo ich einfach nicht mehr Frieden schliessen. Ich habe keinen Frieden mehr mit Sachen, die mich von Gott trennen. Und das ist so der Punkt in meinem Leben, so der Wendepunkt, wo ich wirklich angefangen habe, radikal so Cuts zu machen in meinem Leben.
Also ich habe aufgehört, mit gewissen Friends zu chillen, die einen schlechten Einfluss auf mich haben. Ich habe aufgehört, in gewisse Bereiche an Orte zu gehen, wo ich weiss, wo ich versucht bin. Ich habe ein Programm installiert auf all meinen Devices. Wenn du irgendwie auf eine sketchy Seite gehst, dann macht es einen Screenshot und schickt es all deinen Jungs. Überlegst du es zweimal. Also ich habe radikal etwas dagegen gemacht. Und das ist so eine schöne Erfahrung, die ich machen durfte. Das ist nicht einfach nur die Freiheit, die mir Gott gibt, einfach anzunehmen und die Identität, sondern auch wirklich drin zu laufen. Und das ist so der Moment, wo alles geswitcht hat. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe aufgehört zu zählen, ich weiss nicht, wie lange es her ist, aber es sind schon ein paar Jahre, als ich das letzte Mal auf so einer Seite war, wo ich irgendetwas geraucht habe, irgendetwas getrunken habe. Alles, weil Gott nicht aufgegeben hat auf mir und nicht einfach nur die Freiheit angenommen habe, sondern auch angefangen habe, drin zu laufen. Genau. Danke, Jesus. Come on. Danke. Also sorry für die Ilu, ich bringe sie nochmal. Wir haben es gehört, einfach, du trägst so Themen mit dir um. Das ist mega, mega krass. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, ich bin mit dem TÜV vor ein paar Monaten umgeflogen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Da hat es so Krätzchen gegeben, und da bin ich vor einer Woche zu der Spenglerei gegangen und habe gesagt, ich wäre froh, sie würden es einfach ein bisschen aufbessern. Einfach ein bisschen. Kennst du ein bisschen? Dann sagt er, Herr Bicker, wir sind eine Spenglerei und ein Spritzwerk. Wir sind bekannt, dass du den TÜV bringst und den kommst heim und der TÜV ist schöner. Ein bisschen gibt es bei uns nicht. Hast du gewusst, bei Jesus, nicht Jesus, mach mich einfach ein bisschen frei vom Porno, sondern Jesus sagt, meine Firma ist bekannt, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und zwar 100% verändert Jesus unser Leben um alles. Nicht einfach ein bisschen, sondern alles macht Jesus neu. Alles neu. Nicht ein bisschen, sondern real. Alles macht er neu. Und jetzt kommt die Frage, wie macht man das? Einer der wichtigen Punkte ist das, bekenn den Kampf und vertraue das an der Person an. Und ich versuche das jetzt theologisch nochmal zu erklären, was ich mit dem meine. Wenn du zu Jesus kommst, dann verändert sich deine Identität. Du bist kein Sünder und keine Sünderin mehr. Du bist ein Sohn und Tochter von dem Jesus, oder? Du hast eine neue Identität. Aber du bringst deinen Rucksack, deinen toten Körper, bringst du gleich mit. Das hat sich noch nicht geändert. Und die Frage ist oft, sagen doch, das hat doch Jesus das Leben aufgenommen und es ist immer noch so ein riesen Ghetto. Einer der krassesten Punkte, dass du frei wirst in deinem Leben, ist Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn du heilig willst, du willst schon heilig erfahren, dann bekenn den Challenge irgendjemand, der danach ist. Und du merkst, jetzt wird es mega intim. Wenn ich Jesus sage, Jesus, tut mir leid, dass ich das angeschaut habe, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, ist das eine Sache, ist auch nicht easy, aber einem Freund sagen, hey, ich möchte etwas erzählen. Gestern habe ich bewusst einen Scheissdreck gemacht. Bedeutet das, du bist plötzlich nicht mehr die Person, die das Gefühl haben, dass du das bist. Und das heisst auch, wenn dann dein Freund für dich betet, dann hat es eine grosse Kraft und eine grosse Macht und es wird viel in dir bewirken. Den Bibeltext kann man nicht loslassen. Ich habe festgestellt, bei uns in der Kirche und ich glaube auch around the world, 90% von allen Menschen, die gesund werden, eine Krankheit, die sie haben, werden immer gesund, indem du deine Sünden und Fehler bekennst. Etwas, wo du seit Jahren mit dir rumschleppst, wo niemand weiss. Und es zerfrisst sich, es macht sich kaputt und du merkst, es geht da mit dir in den Schlaf rein. Und meine Frage ist ganz konkret, wer hast du in deinem Leben, wo du das kannst anvertrauen? Natürlich am besten nicht ein Schnettentäschchen, sondern jemand, der das nehmen kann. Sie behielt das Wort mit Maria im Herzen. Ich habe mit 18, 20 habe ich in der Sexualität auch Challenges gehabt. Ich habe gemerkt, ich bringe das Zeug nicht los und ich habe meinen besten Freund gefragt, ob wir uns jeden Sonntag treffen können und können austauschen über unsere sexuellen Challenges. Ich kann dir eins sagen, es ist nicht so ein geiles Gefühl, wenn am Sonntag dann muss ich sagen, du, diese Woche eine Katastrophe. Und wieso haben wir das gemacht? Und ich sage dir, warum? I'm on a mission. I'm on a mission, um ein Mann zu werden, der früher, noch später wird Intimität hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Sex und Intimität. Sex kannst du mit einem Knopfdruck haben, das ist kein Problem. Aber das ist nicht Intimität.
Und Intimität ist etwas, wo du mit einer Frau und einem Mann kannst aufbauen über Jahre, und du merkst, Sex ist dann nur noch Sahnehäubchen. Und ich habe mich entschieden, ich möchte ein Mensch werden, ich geheiratet bin, der Intimität in einer Art und Weise erleben kann, die mehr ist als Sex. Und für das habe ich gekämpft, für das habe ich beichtet, für das habe ich mich auch verletzlich gemacht. Und in dem Moment, wo du das irgendjemand erzählst, was du machst, was dann passiert, ist Folgendes. Der Lieb vom Tod wird von dir weggenommen, weil nur Jesus kann das wegnehmen von dir. Und weißt du, wie macht das Jesus? Bekenn einander deine Sünden. Du schaust dir in die Augen und der weiss alles von dir. Darum ist es wichtig, dass du Freunde bleibst, sonst musst du dich heim umbringen. Verstehen Sie, was ich meine? Und was jetzt er macht, er betet für mich. Und ich möchte euch challengen, ich tue mich challengen, ich gehe nie in eine Fastenzeit rein, wo ich nicht das Gegenüber habe, wo ich sage, hey, ich habe gefastet nach dieser Woche und ich merke plötzlich, da kommt ein Thema führen, das total crazy ist. Und es ist demütigend, es ist verletzend, aber das ist der Punkt, wo Gott ganz konkret heilen kann. Ich ende mit einem Gedanken, und vielleicht hast du das Gefühl, der passt nicht zusammen zu der Predigt. Und so, wenn du anfängst fasten, wie gesagt, du hast das Thema, du laufst durch das durch. Jesus kann das von dir wegnehmen, er wird das von dir wegnehmen. Und dann ist interessant, dass du ganz, ganz praktisch dich entrümpeln. Entrümpeln das Leben äußerlich und auch innerlich. Was meine ich mit dem? Sachen, die dich nerven, zum Beispiel deine Kleider. Du hast mega viele Kleider, mega viele Socken mit Löchern, mega viele Unterhosen, die schon lange mal entsorgt werden sind, vielleicht zu gross oder zu klein, whatever. Wenn du ganz praktisch entrümpeln, zum Beispiel du tust deine Fotos mal löschen. Du tust in deinem Adressbuch mal all die Leute löschen, die mit dem Leben nichts mehr zu tun haben. Du tust einfach alles löschen. Dings. Was dann passiert, ist Folgendes, dass das, was du im Körper machst, plötzlich merkst du, der Kleiderkasten ist sauber. Du hast den Keller aufgeräumt. Du hast deine Schuhe entsorgt. Du hast deine Adresse sortiert. Du hast die alten Fotos gelöscht, die du brauchst. Es entsteht in dir das Gefühl, wow, come on, ich fühle mich so frei und so frisch. Genau das gleiche Gefühl wirst du im Fasten nach 21 Tagen. Das heißt, ich bin geistlich so dermassen frisch. Ich habe ein Bild mitgemacht von einer Person aus dem Sunday Night, die heute Abend leider nicht da sein kann. Aber sie hat mir Fotos geschickt. Sie hat vor 1-2 Wochen, ich habe einen Kleiderschrank mitgebracht, so hat ihr Kleiderschrank ausgesehen. Mega viele Kleider, die sie nie mehr anhat. Ein riesen Puff. Und sie hat sich entschieden, während ich faste und nicht Netflix schaue, lese ich die Bibel, aber ich werde meinen Kasten entrümpeln. Das nächste Bild, sie hat das alles sortiert, mega schön. Dann hat sie auf ein Süffeli tun und hat das verschenkt. So, die eine Jacke dort hat meine Frau angehabt, vielleicht sieht man das, und hat dann gerümpelt. Und ich möchte einfach sagen, wenn du etwas ganz Praktisches machst, mal Leute einfach löschen im Instagram, wo du nicht mehr zu tun hast, wo dich triggert, lösch das einfach. Du wirst merken, wie entschlackend das ist. Und das Fasten fängt an, dass du weißt, ich habe ein Thema, ich kann es nicht allein lösen, aber ich laufe durch den Vorhang durch und ich vertraue, wenn ich es jemand bekenne, dass Jesus ein Wunder in mir verbringt. Wir glauben wirklich, dass Jesus auch zu dir redet, auch durch die Message. Nimm dir Zeit, das wirklich in deinem Leben jetzt zu etablieren. Und auch vielleicht braucht es amig so ein paar Wochen, wo du daran kaust, ein paar Tage. Und darum nimm dir Zeit, die nächste Woche, schreib Sachen auf und verinnerliche das, wie Jesus redet wirklich in dein Leben. Er hat etwas vor. Yes, und wenn du mehr Informationen willst, dann darfst du unbedingt unserem Telegram-Channel folgen. Er wird da unten eingeblendet für dich jetzt. Du kannst einfach mal drin hineinschauen, was so für Angebote noch vor Ort auch stattfindet. Dort wollen wir dich nämlich ganz herzlich einladen, dass du uns auch vor Ort besuchen darfst. Komm unbedingt mal vorbei. Unter anderem gibt es auch Sunday Night Extended, wo am 5 Uhr schon im City Room stattfindet, wo wir ganz praktisch in kleinen Gruppen teilweise Sachen zusammen anschauen, Bible Studies machen etc. Hey, wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Ja, und jetzt segnen wir dich, dass Jesus dich führt und dass Jesus das, was er angefangen hat in deinem Leben, so richtig durchzieht und zum Aufblühen bringt. Amen. Amen.